ich mache einen Atomtest. Ja, voll geil, ne? Ein Atomtest unter der Erde. Wobei ich natürlich die Nachbarn so ganz schön ähm, zum Zittern bringe. Wobei das eigentlich ganz cool ist, die Nachbarn ein bisschen zum Zittern bringen. Denn ja, wir führen ja schon seit Jahrhunderten so einen kleinen Krieg gegen unsere Nachbarn, gegen die Südkoreaner. Und wir haben die nicht so gerne, die Südkoreaner. Und darum wollen wir jetzt ein bisschen provozieren. Also machen wir einen Atomtest. Mit dem hat das angefangen. Sie haben da einen Atomtest durchgeführt unter der Erde, der ein Erdbeben von, keine Ahnung, was für eine Stärke, 4,7 oder so, dass es war, haben sie da durchgeführt und das hat dann ganz schön gebebt, auch bis ins liebe Nachbarland rüber. Ups, jetzt habe ich Hunger. Und das hat natürlich weder den Südkoreanern noch den Amerikanern oder sonst irgendwem gefallen. Die ganze Welt hat daraufhin über Nordkorea gesprochen und so hat sich dieser Kim Jong-un die Aufmerksamkeit der Union sozusagen, all der anderen Länder eigentlich ergattert. Wie ein kleines Kind, das unbedingt Aufmerksamkeit braucht. Irgendwie. Jo. Und dabei ist ja nicht alles, ne? Also, oh. Ich dachte gerade, ich verreck gleich. Also, das ist ja nicht alles mit diesem Atomtest. Da geht er noch ganz anders ab bei dem. Ich meine, der ist, anstatt dass er für sein Land sorgt, ähm, gibt er extrem viel Geld aus nur für Kriegsutensilien. All die Waffen, nur schon für den Atomtest, die Atomwaffen, die ganze Ausrüstung seines Militärs, das kostet so immens viel Geld und der schmeißt es zum Fenster raus wie Klopapier. Was wollte ich machen? Ach so. Ja. Und seinem Land geht's richtig, richtig, richtig dreckig. Doch das scheint ihm wohl egal zu sein. Denn was macht er? Er macht sogar noch Atomraketen und stellt sie sogar noch in Stellung Richtung Südkorea. Er sperrt die Grenzen und dieses Handelsteil da, weiß nicht mehr wie das heißt, wo es sogar noch südkoreanische Arbeiter hatte, die wie gefangen waren. Eine Riesenprovokation. Südkorea konnte jetzt seine Leute ganz zurückziehen, soviel ich weiß, und hat natürlich Amerika mit einbezogen. Amerika ist auch stinksauer mit diesem Kim Jong-un und hat Schiffe und Flugzeuge in den Osten geschickt. Ich meine, so zum zeigen, hey, wir sind informiert, wir sind da, wir kämpfen, wir verteidigen dieses Land, wir verteidigen Südkorea, die sind unsere Verbündete. Wenn ihr Südkorea was macht, dann schreiten wir ein. So kommt jetzt Amerika ins Spiel und es wird schon wieder Nacht. Und Amerika, ne, das ist ein Riesenland, ne, so eine Riesenmacht. Wenn sich Kim mit Amerika anlegt, dann gibt's für Nordkorea keine Hoffnung mehr. Wenn die irgendwas in Amerika anstellen, wenn der irgendwie eine Atombombe auf Amerika lenkt, ne? Die haben vielleicht ein Abwehrsystem, ne? Aber was die Luftverschmutzung dann angeht, wenn die Atombombe in der Luft abgefangen wird, wenn die irgendwas machen da in Amerika und dann, ob der gute Obama das Gefühl hat, jetzt ist fertig und er dann eine Atombombe auf Nordkorea loslässt, dann ist fertig lustig, ne? Erstens mal, Nordkorea ist so klein, die Atombombe so stark, dann wäre erstens mal sein halbes oder vielleicht sogar 3/4 seines Landes dann unbrauchbar. Okay, vielleicht nicht gleich bei einer Atombombe. Aber Nordkorea ist so klein eigentlich, hier können wir mal
auf der Karte nachschauen. Das ist bei China, so nordöstlich von China, relativ weit oben. Und dann hätte Amerika eingegriffen. Der einzige große Verbündete, der Nordkorea hat, ist China. Wobei China zeigte bei den ganzen Aktionen, die da Kim Jong-un durchgeführt hatte, zeigte China nie eine Reaktion. Als ob es ihnen eigentlich scheißegal wäre, was dieser Kim da macht mit seinen kleinen Spielzeugbomben. Doch dann plötzlich haben sie doch was unternommen. Und zwar haben sie den Kim gewarnt. Sie haben gemerkt, dass was Kim da macht, nicht sehr schlau rüberkommt. Und die haben den Kim da richtig gewarnt. Hey, Alter, müssen wir aufhören, sonst haben wir hier ein Problem, ne? Denn, wie gesagt, Südkorea hat Amerika als Verbündete. Mit Amerika kommen noch viele andere zusammen und ja, das könnte ein Weltkrieg werden. Wenn China da auch das Gefühl hat, sie müssen Nordkorea standhalten. Sie müssen, weil Nordkorea ihr Verbündeter ist, müssen sie Nordkorea verteilen. Wenn China an die Macht kommt, wenn China wirklich militärisch so weit einsatzfähig ist, dass sie auch in den Krieg ziehen, dann gibt es einen Weltkrieg. Und zwar nicht nur irgendein Weltkrieg, sondern Atomkrieg, wie ihr das schön genannt habt. Und da wären so ziemlich alle betroffen. Weil dann mischt sich vielleicht auch noch Japan ein. Wenn sich Japan einmischt, mischt sich vielleicht noch Deutschland ein. Wenn sich Deutschland einmischt, dann mischt sich Russland ein. Und wenn dann Russland sich einmischt, dann hat vielleicht plötzlich das Gefühl, da diese Länder, die sonst schon Krieg führen, hey komm, jetzt machen wir auch noch mit, so der Iran, Irak, die haben ja schließlich auch Atombomben und dann irgendwann das eskaliert und ja, und wenn es einen Atomkrieg gibt, dann gibt es nicht sehr viel Hoffnung für kleine Länder. Und auch allgemein, eine Atombombe ist so zerstörerisch, es gibt da nicht mehr viel Hoffnung dann für die ganze Welt, für kleine Länder. Ich meine, die ganze Schweiz könnte mit einer Atombombe so gut wie ausgelöscht werden. Da wäre nichts mehr brauchbar vom Land. Nur nach einer Atombombe. Wenn bei uns ein Atomkraftwerk in die Luft geht, dann ist fertig lustig. Das ist einfach so. Was ist denn da? Ein Zombie mit Goldrüstung. Und ein Villager-Zombie. Wow, Skelette. Also, wobei ich denke, vielleicht verschont uns der liebe Kim. Denn der Kim ging bei uns in der Schweiz zur Schule. Ich weiß nicht wie lange. Ob nur die Primarschule oder auch die Oberstufe. Auf jeden Fall ging der ein paar Jahre bei uns in der Schule und angeblich soll er Berndeutsch reden. Berndeutsch ist ein Dialekt bei uns in der Schweiz, weil Schweizerdeutsch ist nicht gleich Schweizerdeutsch. Man spricht bei uns in der Schweiz überall ein bisschen anders, das habt ihr ja in Deutschland auch. In Österreich weiß ich es nicht, aber sicher in Deutschland habt ihr auch Bayerisch und was weiß ich bin da nicht so, ich kenne mich da nicht so aus, aber wie bei euch gibt es halt bei uns so Dialekte und anscheinend soll der Kim Berndeutsch sprechen, also Schweizerdeutsch. Ob was dazu wahr ist, weiß man nicht. Und was ich einen Witz finde und ein bisschen eine Schleimerei, irgendein Schweizer Politiker, ich weiß nicht, was für einer das war, hat ein IB-Shirt. IB ist der Fußballverein von Bern, also der Berner Fußballverein hat irgend so ein Botschafter von uns in der Schweiz hat ein IB-Leibchen. Also so ein Fußballtrikot nach Nordkorea geschickt. Was er damit erreichen will, ja, ganz einfach. Er will die Aufmerksamkeit auf die Schweiz legen. Keine Ahnung, hey, so sagen, hey, du bist doch mal bei uns zur Schule gegangen, weißt du noch, hey. Wir verstehen uns doch, keine Ahnung, es kommt ein bisschen rüber wie Schleimerei. Ich weiß nicht, wie ich das anders nennen soll. Ja, ich frage mich schon ein bisschen, was soll das? Wieso macht man das? Naja. Also wie gesagt, der ging bei uns zur Schule, hat bei uns sogar ein Musical mitgemacht, stand letztens in der Zeitung. Und ja, ob er sich noch an die Zeit erinnert und ob er irgendwie
darum irgendwie ein Herz für die Schweiz hat, das weiß ich nicht. Und das kann uns ja eigentlich auch egal sein, denn die Schweiz kann im Kriegsfall ja sich eh nur verteidigen und sonst rein gar nichts unternehmen. Weil die Schweiz ist so klein, wir haben zwar Militär, aber was wollen wir schon anrichten, ne? Ich meine, ja. Ich weiß noch, im Zweiten Weltkrieg, da gab's so eine, bei uns so ein Gebiet, so mit dem Staudamm, glaube ich, war das. Und da hat man gesagt, also eigentlich hat man es als Waffe benutzt und hat da, der Hitler wollte ja auch in die Schweiz kommen. Und da hat man aber gesagt, wenn er kommt, dann bringen wir diese Waffe zum Vorschein, dann sprengen wir diesen Damm. Und somit seine ganze Anlage, die er da unten hatte. Und da, angeblich soll der Hitler so Angst vor dieser Waffe gehabt haben, dass er der Schweiz aus dem Weg ging und darum die Schweiz vom Zweiten Weltkrieg verschont wurde. Was daran richtig ist, was nicht, ist mir eigentlich auch egal. Anscheinend soll es auch andere Festungen gegeben haben, wo der Hitler gemieden hat. Aber ja, das ist eigentlich ein anderes Thema. Ne? Wir sind neutral, wir haben uns nie an Krieg beteiligt. Wir waren höchstens das Land, was andere Länder versorgt hat. Mit Nahrung und, aber sonst war die Schweiz immer eigentlich neutral und hat sich nie groß am Krieg beteiligt. Denn wie gesagt, wenn wir uns reinmischen würden, dann wäre das nicht so toll. So, soll mal endlich wieder Tag werden und dann möchte ich mal endlich ein bisschen Kohle finden. Und ich brauche Fackeln, denn ohne Fackeln kann ich ja wohl schlecht in die Höhle gehen. Und jetzt habe ich kein Schwert mehr, das heißt, oh shit, jetzt muss ich irgendwie wieder zurück. Und Creeper vorbei, ganz vorsichtig. Und aufpassen, dass mich sonst nicht sieht, denn ich habe kein Schwert mehr. Ich laufe jetzt mal hier entlang. Mann, sind da viele Creeper, ey. Wollt ihr mich foltern? Jo, also das eben zum Thema Atomkrieg. Bei Fragen, fragt einfach, schreibt in die Kommentare, sonst, wenn ihr sonst noch irgendeinen Einwand habt, oder so, ey, was du da erzählst, ist doch völliger Schwachsinn, ey, jo, genau, völliger Schwachsinn. Jo, schreibt's in die Kommentare. Und ich beantworte auch alle Kommentare. So, dann mache ich mir schnell zur Sicherheit ein Schwert, der mich dann nicht gleich irgendwo ein Creeper angreift. So, haben wir ein Schwert. Und dann mache ich auch noch gleich Fackeln. Und dann gehen wir mal schnell in die Höhle da unten. Wo war sie denn nochmal? Naja, egal. Auf alle Fälle gehen wir nachher da unten nach Rinnen und schauen, ob wir Kohle finden, weil wir brauchen Kohle. Und zwar ziemlich dringend. Essen haben wir jetzt. Wieso brauchen wir nicht Kohle? Habe ich das Skelett gesehen? Jo, das Skelett habe ich gesehen und es hat einen verzauberten Bogen. Oh je. Alter, hörst du auf zu schießen? Hast du mir den Bogen gegeben? Ja, ich habe einen Bogen. Das bringt mir so extrem viel mit 3 Pfeilen. Hab mich nicht gesehen. Hab mich nicht gesehen. Gut, jetzt mache ich ja wieder die andere Playlist, ne? Was für ein Stress hier die ganze Zeit die Playlist zu wechseln. Das ja. Hallo. Abspielen. Entschuldigung. So, jetzt hat's funktioniert. Und da hinten irrt noch ein Enderman umher, habe ich gerade gesehen. Und jetzt gehen wir mal schnell hier in die Höhle runter. Und mal sehen, ob da noch ein bisschen mehr ist als das, was wir vorhin gesehen haben. Wie weit geht es denn da noch? Okay, tatsächlich geht es hier noch ein wenig runter. Da hat es Eisen, ich habe es gesehen, ich weiß. Ich habe das Eisen gesehen. Da hat es auch noch Eisen. Ich will kein Eisen, ich will Kohle, verdammt doch mal. Noch mehr Eisen. Kohle, na endlich. So, mal hier die Kohle abbauen.
Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, aber es ist nur auf, irgendwie auf 5 oder so. Weil im Moment habe ich das Gefühl, es ist extrem laut, aber normalerweise ist da die Stärke 5 ist normalerweise gut. Also es kommt darauf an, wie sonst der PC eingeschaltet ist. Aber jetzt vorhin, von der Folge vorhin, glaube ich, war die Lautstärke eigentlich nicht schlimm. War alles ganz okay, bis auf nachher, als ich es ein bisschen hochgeschaltet habe. Ich weiß nicht, irgendwie höre ich, glaube die Musik lauter, als sie eigentlich aufgenommen wird. So, war das schon alles an Kohle? Gibt's ja nicht. Wollt mich wohl verarschen? Oh, na toll. Ihr wollt mich echt verarschen. Da geht's noch weiter nach unten. Egal, ich hole mir zuerst das Eisen, bevor wir da irgendwas machen. Weil wir haben noch nicht mal einen schlauen Unterschlupf, ey. Wir haben noch nicht mal ein Haus zusammen. So. Hab ich nicht. Ah, ich habe eine Schaufel. Tatsache, ich habe eine Schaufel. Alter, noch mehr Eisen. Das fängt ja schon gut an, ne? Mehr Eisen als Kohle, logisch. Dann können wir auch schnell, dann können wir dann schnell einmal Eisenwerkzeug machen. Dann müssen wir uns nicht mit Steinwerkzeug umherschlagen. So ist da sonst nichts mehr, ne? Gut. Ah, da oben ist noch Kohle. Wieso sagen wir denn das keiner? Ich habe ja Kohle übersehen. Gibt's ja nicht. So, da mal Gravel.